Goedemorgen, ik begrüße jullie hier in den Namen von unserem lieben Jesus. Und für die, die nicht wissen, wer wir sind, ich sehe Herrn Pana, meine Frau ist Anna. Wir haben 5 Kinder und wir sind hier bei Lighthouse Gospel Church. Nu dicht bei 19 Jahren, wo wir diese Church uns hier ist. Voor de laatste 10 Monate dann haben wir in Bolivia bei Radio Transmundial geschafft. Und an sie auch war der Trick vorhin durch ein Schaf, aber wir kamen hier an von Stadt, wegen mein Schwiegervater war krank und er ist auch Jono war den ersten gestorben. Und so nu sind wir nach einem Stadt hier. So, über die Botschaft, die ich von dir will bringen, ist ein bisschen von, wenn wir an das Alte Testament gucken, nur die Kinder Israel, das ist mir immer interessant, dass die gelebt haben. Und wenn wir in 4. Mose, Kapitel 7, Vers 29 lesen, sagt als Moses an Versammlungszelt ging, mit dem Herrn reden, dann hielt er die Stimme zu am Reden. Von zwischen den 2 Cherubim, ab der Versöhnungsdachsel, ab der Bundeskist, so redet der Herr zu am. Und so hier wohnte sie einmal an Zelt und es dort, und als Moses hier nankwam, dat we aan nankwam met God reden. Als hij nankwam, dan reed de stem ultaam. En dat is mijn wunsch en gebed hier, dat we vandaag morgen zijn gekomen van God te horen. En God is immer door. En dat is niet bloß, wanneer we naar kerk komen, maar wo immer we zijn, we willen met God reden, hij is immer door. We brauchen never sleuren. Hij wordt immer rijdt zijn met ons reden. En dan gaan we even gaan naar 2. Mose, Kapitel 24, Vers 1 tot 8. Du sagt, dat de Herr zei zu Moses, kom einmal nach mir, du en Oant en Nadab en Abihu, en de 70 leiders van Israël. Komt en beet mij aan van den engste af. Bloos Moses en geen andere zal dich om hem komen. Dat volk zal juidensvol nicht nachkommen, um Herrn kommen. So hier will Gott mit ihnen reden, aber bloß Moses kann dich ganz bei Gott kommen. Moses wie zwischen Händler durch. Wenn die Menschen, die haben nicht Gemeinschaft direkt mit Gott. Die wir immer ein Zwischenhändler. Und hier wie Moses dort. Und so das, was Gott zu Moses sagt. Er soll mal abkommen und er will mit ihm reden. Und so, aber Moses kann die Menschen, alle die immer sich von Gott wegdrehen. So, Vers 3 sagt, nur dem kam Moses für das Volk und seht an alles, was der Herr ihm gesagt hat. Und all das Volk stimmt damit an und seht, alles, was der Herr von uns verlangt, will wir tun. So, die Kinder Israel, die werden einmal fußreit, um alles versprechen. Sie werden ganz reit, alles zu tun, was Gott von ihnen verlangt. Aber Moses wisst dort so hei, und Vers 4 sagt dort, Moses schreibt dem Herrn seine Wied alle ab. Samarias ging tätig und mög einen Altar unter Umburg. Er brach 12 steile Steine, einen für jeder Stamm vom Volk. Und dann Vers 7 sagt, dann nahm er dort Buch und wohnt er die Gesetze für den Bund durchgeschrieben hat und los das Volk dort evaluiert fair. Dort Volk antwortet darauf alles, was der Herr uns vorgeschrieben hat, wo wir gehorchen und tun. So hier Moses, er geht nicht bloß, aber er los und dort ablüht es fair. Er will mal wirklich haben, die Kinder Israel sollen dort mal verstehen. Und dann hier, denke ich, wir können uns, wenn Eltern noch mal wegfahren, bestellen die alles, ihr sie wegfahren. Hier will Moses nachgehen mit Gott reden, so er ging alles sterk und er bestellt alles, kriegt was sie sollen, dann sagen sie, das Volk antwortet alles, was der Herr uns vorgeschrieben hat, wo wir gehorchen und tun. Nu geh mal, wir wollen alles tun. Und das ist mein Eltern mal weg vor, die haben die danach nicht mal ganz tun und bestellen und haben alles, was sie sollen tun. Und die können sagen, nu gut mal, wir wollen das, was alle gut sein. Und dann so schwindest die Eltern weg und dann geht das Fleisch nur.
En dat is wat de King Israël ook doen. En so anyway, hier is God op een boy en du redt met Moses. En dat is waar God Moses de 12 geboten geeft. En dan, wenn wir lesen in 5. Mose Kapitel 9, Vers 1 tot 12, dat zegt, als dat volk zag dat Moses lang op hem Berg blijft, kwamen zij nu Aaron en verlangden van hem, merk ons doch einen Aufgott, der uns verabgunnen wordt, wie weten gar nicht mehr Wort mit Moses, Wort mit uns Moses, der uns uit Ägypten bracht, geworden ist. Dan seht und, nehmt de goldene Ohrring van jene Frühlied, Sehens en Dachter en bringt de her. Solomon nahm seine goldene Ohrring auf en bracht de nu aan. En Aaron nahm de en schmeert ein Kolf van dort met zijn gereedschap. En dan zeiden zij, dit Israel als dien God, der jünd uit Ägypten gebracht hat. En ik kon hem niet verstaan. Dat is nogmaals, Moses weer 40 jaar op een boy. En nu, ze hadden alles versproken, ze wilden rennen alles doen. En maar Aaron, dat wie leider doet, dat wie Moses zijn broeder. En dat wie nog maar een stoutste op een boy, waar hij wil met God reden. En de King Israël, die draait zich voets naar afjaten en buurde zich een goldenen kolf. En wanneer we worden Luther lezen, wo ze hier zegt, en Aaron zegt dat hij heeft dat kolf gemerkt met zijn gereedschap. En Luther dan wil Moses raufkomen van de boy, en als zij daalde wing, dan zegt Aaron, waar wie daar bloos dat goud am schmieren aan, en vier schmijt weer aan, en dan komt het kolf eruit. Dat is nog ganz aschelig. En ik geloof, met ons is dat ook werken zo. We verspreken alles van God, maar dan gaat alles schijnen en dan gaan we af van God. En dan, wanneer God ons vermoedt, dan, ik deed bloos dat, maar werkelijk hadden we dat on purpose gedaan. En dan vers 5 zegt, als Aaron dat zag, wir können einen Altar für das Kolf und seht, morgen, wo wir ein Fast für den Herrn haben. Den nächsten Tag kamen sie tätig und wir können einen Brandopfer und brachten Dankopfer, dass alle eten und trinken können. Dann standen sie ab und donsten und sangen. Und so nu deden sie das Kolf hier anbeten. Und aber Gott könnte das alles sein. Moses wusste das noch nicht, was hier unten anging. Aber Gott ist ein allweitender Gott, wir können nichts verstärken für ihn. Und so dann, Vers 7, dann sagt der Herr zu Moses, geh einmal schwind rauf, den Volk, das du von Ägypten gebracht hast, hat sich vergonnen. Sie haben sich nu all weggedreht von dem Weg, den ich angeboten habe. Sie haben sich ein Kolf geformt und knien sich für dort und merken Opfer für dort. Nu sagen sie Israel, das ist der Gott, der jünd uit Ägypten gebracht hat. Die haben so schwer vergessen, dass wir Gott, der hat so viel Wunder gesehen, wo Gott hat aus Ägypten gebracht, und da ist dort mehr, und nu haben sie sich weggedreht. Und dann Vers 9, dann sagt, und der Herr sagt zu Moses, es kann sein, dass das Volk einen Stief geneigt Volk ist. Und dann Vers 10 sagt, go en laat mij alleen. So hier wil God aan Moses om een beweeg gaan. Nu wil God alleen zijn, wenn God als zij dal wegen het volk. En dan zegt hij, dat ik mijn oor gehen aan uitoefenen kan en aan verdorven kan. En dat ik danach van die kan een groot volk merken. Sie God had versproken van Abraham, dat hij wordt van een groot volk merken van dort. Aber wenn sie immer waren weggingen von Gott, nu hat Gott mal genug. Nu sagte er zu Moses, geh mal mit weg, ich war dort alle verdorben, es ist eine Sintflut, oder es ist Sodom und Gomorra. Aber Moses helpt Gott denken. Vers 11 sagt, dann verlangt Moses, dass er darf vor dem Herrn kommen, seinen Gott. Und er sagt, woran wirst du lauten din Euer über die Volk kommen? Du hast groß deine Macht und große Kraft bewiesen an dem, dass du ihn uit Ägypten brachst. Du weißt doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen lauten, dass das Volk
lastig has uit Ägypten geführt, dort eine Boy te brengen, dat zij van deze eerd verschwingen. Lutach nu met ihnen groten Eier en bid dat du din Volk nicht schuden an des. Denk doch an Abraham, Isaac en Israel, die treu wären, en du met einen Eed ab die Salz versprochen hast. Und so hier, deed Moses anstunden für das Volk. Wenn Gott hat genug von das, aber Moses hat am Denken von sehen, was er dort Bund, was er gemerkt hat mit Abraham. Und dann leidt Gott nu mit seinen Eier. Und hier, wenn Gott will dann bloß ein Volk merken von Moses. Und ich glaube, wenn wir es nicht Menschen denken, wenn wir so viel durch wie das Moses, wie mit das Volk, eins von uns würde vielleicht sagen, well, das ist vielleicht eine gute Idee. Das anlaufende Volk mal über Zeit bringen und mal frisch anfangen. Aber Moses hat Gott denken und sieht den Bund, was er gemerkt hat. Und dann wir gehen nu Jesaja, Kapitel 24, Vers 1 und 2. Du sagst dort, Jesaja raubt alle Stamm von Israel zu einer Versammlung taub, nu Sichem. Er leitet alle Lehrer von Israel, der Hauptmänner, Rechter und Omslied taub kommen. Und er stellt sich vor dem Herrn ab. Und dann sagt Jesaja zu das ganze Volk, so sagt der Herr, Israel, Gott, jene Fudders wohnen einmal lang, trägt und jene Sied vom Euphrat Rifa und deinden andere Jätter, so wie dort mit jene Sturmfuder. Und dann Vers 14 sagt dort, du wehen dort nu dem Herrn fürchten und am treu und abrechtig deinen, und trant jün von alle Jätter, wat jene Fudders und jan Sied Rifa wie Ägypten gedonen haben. Und deint dem Herrn. Und dann Vers 15 sagt, gefällt jün dort aber nicht, dem Herrn zu deinen, dann wählt jün von der, wem die deinen wollen. Der Jätter, wat jene Fudders und jan Sied Rifa gedeint haben, oder der Amorite ihre Jätter, und der erlohnt die wohnen. Ich aber die, wat zu mein Haus gehören wollen, dem Herrn deinen. So hier, Joshua kon dat zijn, oder Jesaja kon dat zijn, dat Volk, dat war Jätter dein. Nu sagt hij, merk die Entscheidung. Wem will je deinen? Will je den großen Gott deinen, oder will je eine Jätter deinen? Das ist ich in mein Haus, dort mein Haus hier, wie war Gott deinen? Und dann versagt ihn, dann wird das Volk sehen, dort soll wie von uns wach bleiben, dort wie den Herrn verloten und andere Jätter deinen. Willst der Herr uns, Gott hat uns unsere Fudders uit der Sklaverei in Ägypten uitgeführt und hat der große Wunder für unsere Ehren getan. Er hat uns beschützt ab den ganzen Weg, den wir gegangen sind, durch Gegenden von fremden Völkern, wo wir durchreisen. Und er hat alle Völker für uns verdreven und auch die Amoriter, die vorher in das Land wohnten. Doorwegen weil wir auch dem Herrn dienen, weil er ist uns Gott. So hier sagen sie zu Jesaja, aber nee, das soll weit aufbleiben, da wir würden andere Jätter dienen. Der hat ja als große Wunder bewiesen, er hat unsere Verführer, der hat uns durch Länder und alle wen gebracht. Und den Gott will wir dienen. Aber wenn wir dann übergehen nur Rechter, Kapitel 2, Vers 6, es sagt, dass Jesaja das Volk hat gehen lassen, während die Israeliten gegangen und jeder nur sein aufgeht, das Land anzunehmen. Das Volk dient dem Herrn, solange als Jesaja lebt. Und auch noch lang, nur Jesaja sein Tod, solange als du Volkslehrer werden, die dem Herrn seine großen Wunder alle gesehen haben. Was er und Israel getan hat. Jesaja, nun sein Sehen, dem Herrn sein Diener, starb, als er 110 Jahre alt war. Und dann wird er begraben. Und so, solange uns die Israeliten einen guten Lehrer haben, einen guten König, dann folgen sie Gott nur. Aber so, wenn sie nicht in ihr Lehrer starb, dann dienen sie wahre Götter. Und so, sie haben nicht in direkter Gemeinschaft mit Gott. Sie haben immer diesen Zwischenhändler. Sie wollen immer du wir zwischen ihnen Gott wir. Sie haben nicht Gemeinschaft mit Gott. Sie hielten sich immer an ihre Lehrer. Das geht
Lehrer da haben, uns fehlt Lehrer. Aber wer ist und wem holen wir uns? Holen wir uns an Menschen oder an Gott? Wegen Menschen, die hier jetzt sind, die sterben weg. Lehrer, Predigers und all die sterben weg. Und die sind hier, dass Gott sein Wort verkennen. Aber deep an den Hort soll wir uns an Gott holen. Und dann Richter 3, Vers 7, du sagst, dass die Israeliten deuten, was dem Herrn Schlag gefallen, und vergotten dem Herrn ihren Gott, und deuten die Kananiter ihren Götter, und Baal. Und dann Vers 8 sagt, dann brand dem Herrn sein Euer über Israel ab. Und er gab ihm die Gewalt von diese anderen Kuschen, und die Männer so Potamien, Chinese, und Vers 9 sagt, dann schrien die Israeliten Herrn um Hilfe, und der Herr deut an einen Radar berufen, Othniel. So hier willst Josia wach, wie dann deunden sie waren andere Götter. Und dann Lot dann schrie, sie waren nur Gott, nie, wir waren Trouble, nicht viel Hilfe. Und dann gab Gott ein Wahrer in Lehrer und halbt dann all ihre Troubles zurück. Und dann sagt der Vers 11, sagt, dann hat es lohnt für 40 Jahre Frieden in Othniel, keiner sind starb. Ehud rad, und dann, so ich habe gesagt, solange es sei, diesen Lehrer hat, dann hat es lohnt Frieden. Und dann Vers 12 sagt, aber die Israeliten deuten Wara, was dem Herrn Schlag gefallen. So nu wir leider sterben, nu deuten sie Wara oft anbeten. Du wen leid der Herr, der Moabiten König Ewad in Macht gewinnen. So nu kriegt der König, der andere König kriegt Wara Macht über die Israeliten wegen, sie wieder wach von Gott tun. Vers 28 sagt, und er sagt an, kommt mich schwinn heran, der Herr haft jene Fiend, der Moabiter, und jene hingegeben. Dann gingen sie mit und besäten die Ewe dem Jordan, wo du nur die Moabiten ging, und leiten durch keinen Ewe. Sie schlugen an den Tag von den Moabiter so wie 10.000 Männer dort, alles starke Krieger, so dass keiner davon kam. So wurden die Moabiter zu der Zeit unter die Gewalt von Israel gebracht, und das Land hat 80 Jahre Frieden. So hier hat Gott ein Wahrer in Rada gebracht, und dann hat sie für 80 Jahre Frieden. Und dann, wenn wir gehen, nur recht da Feier Vers 1, dann sagt das Wahrer, aber die Israeliten, den Wahrer, was dem Herrn Schlag gefallen, aus Ehud gestorben wird. Maar dit wil ik wil bloos een beetje dat we te zijn krijgen, wo de Israëlieten leven. Dat zij, wanneer zij een leider hebben, dan denken ze God, maar wo schwen zij vergoten wat God voor hen gedaan heeft. En ik denk eens mal aan ons leven. Wo schwen vergeet wie wat God voor ons gedaan heeft. Wanneer alles goed gaat, dan gaan we weg en gaan ons één weg, ons één leven. Aber wenn einmal ein Trouble ist, dann schreiben wir, wenn du Gott, dann soll uns helfen. Und das ist, was die Israeliten hier tun. Aber für uns als Christen, das braucht nichts, es dort sein. Und dann Luther auch, dann hat der Herr noch viel, und dann sind noch viel mehr Stärke, wo der Herr uns dort rüthalten wird. Ich habe viel Schriftstücke, die ich lesen will, weil ich bloß habe, ich kann sein, was hier angeht. So, in Richter Kapitel 6, Vers 1, du sagst, dass aus den Israeliten waren so deuten, was dem Herrn nicht gefällt, gibt der Herr an 7 Jahren an die Midianiten ihre Gewalt. Und die Midianiten kriegen die Übermacht über Israel, sodass die Israeliten sich an Heilen und Schlachten, wo schwor handkommen wir, und abbauen und Sicherheit bringen mussten. Und immer, wenn sie Getreide gesagt hatten, kamen die Midianiten und die Amalekiter und das Volk aus dem Osten über ihre Fläche und brachten die Gottes bei den
Gaza und leiten keinen Nahrung in Israel ever, auch nicht Schub, Rinder oder Esels. Sie kämen ab mit Fei in ihre Zelten aus der grote Herd Großhapper, zodat ein zelf auch ihre Kamelen nicht te talen werden, und kämen am Lohn nan, zu verdorven. So hier die Israeliten, die sehr leiden unter dieses Volk, wenn sie wieder von Gott weggegangen, nu leidt Gott das andere Volk überhand nehmen. En vers 9 sagt, ich habe junt uit de hang van de Ägypten en ook uit de hang van de Völker wohnt, wat junt onderdrukten, geraad. Ich habe de Völker verjunt uit dat land gedreven en junt dort gegeven. En ich habe zu junt gesagt, ich zie de Herr junt Gott, dood nicht, der Marite ihre Götter verehren, en die Land gewonnen, aber die haben meine Stamm nicht gehört. En sie hier sagt Gott, en dort krijgt waarom hij dat laat toekomen, wegen ze han am nicht gehorcht. En Jesaja 59, du hast auch ein paar Verse lesen, wo das sagt, dem Herrn sein Arm ist nicht verkehrt, dass er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof geworden, dass er nicht mehr hören kann. Du hast was zwischen Jünd und Gott gekommen, was die selbst verschuldigt haben. Jene Sünden haben am Tau gebracht. Sich wegzudrehen und nicht nur Jünd zu horchen. Sie sagt, dass Gott sein Arm ist nicht kalt, dass er nicht raten kann. Seine Ohren sind nicht doof, dass er nicht stumm, dass er nicht hören kann. Gott kann raten. Aber Vers 2 sagt dann hier, da ist so zwischen entgekommen, zwischen Gott und den Menschen. Das sagt, jene Sünden haben aber dort gebracht, dass Gott sich wegdreht von ihnen. Und das finde ich schon da auch noch so. Man Sinn zwischen Mensch und Gott kommt. Gott sein Arm ist nicht kalt, das ist nicht, dass er uns nicht hören kann, aber wir müssen einmal dort abgeben und uns nur umdrehen. Vers 3 sagt, die sind schuldig von Gewalt eiven, dort tun, was arg ist, was die sagen, ist nicht so, und was die in ihnen vorstellen, ist schlecht. Keiner ist gerecht, und was er verlangt. Keiner redet die Wahrheit gerecht. Die berufen sich am Seien, die nicht weiten und bleiben nicht bei der Wahrheit. Die nehmen sich dort fair, was nicht gut ist, und führen dort aus, was eine Sünde ist. Und wenn wir von der an der Welt checken, Rahmen checken, das ist auch noch so. Die Verschlerie ist noch Krieg so, und uns Verlangen ist nicht gut. Viele Menschen reden nicht die Wahrheit. Und dann berufen sich falsche Seien, zum vollbringen, was sie dann wollen. Dat zet einmal so die Situation hier als meest hopeloos. Dat die fallen immer waren. Aber uns in Jesaja haben wir Gott die Prophezeien durch Jesaja, dass wir in Rade schauen. Und wo Jesaja 7, Vers 14, du ein Vers lesen, das sagt, nee, der Herr, den ich dein, wird uit sich selbst ein Teken geben. Kijk einmal, eine junge Frau wird schwanger und wird einen Jungke haben und sie wird den Immanuel nennen. Das meint Gott mit uns. So Gott wird mit uns sein. Nicht so sei ich bloß mit einem Mensch wie mit Abraham oder Moses, aber Gott wird mit uns sein. Und so, wir sind nu gerade einen Monat nach Weihnachten, wo wir die Geburt von Jesus Christus feiern. Und dort ist wahrscheinlich, wo du nicht stirbst. Die Israeliten wahrscheinlich sterben in der Lehre und dann deinen sie andere Jäter. Aber wir wollen nun ein bisschen im Neuen Testament, was wahrscheinlich wir von der haben. In Lukas Kapitel 1, Vers 30, durch 33, dort von uns wahrscheinlich seine Geburt. Lukas 1, Vers 30, durch 33, du sagst, der Engel aber sagt zu ihr, Maria, fürchte nicht, du hast bei Gott genug gefangen.
Und sei einmal, du wirst schwanger sein und wirst einen Sehen zur Welt bringen. Und du sollst am Jesus nennen. Der wird groß sein und der Allerhöchsten sein Sehen genannt worden. Und Gott, der Herr, wird am seinen Vater David seinen Thron geben. Und er wird ewig über Israel König sein. Sein Kjennichrikj wird niemals in eng nehmen. So ans König sein Kjennichrikj nimmt niemals in eng. Zu der Israeliten wenn der König starb und der Lehrer starb, dann haben sie für alle Jahre Frieden gehabt. Aber kurz nur dort, dann vergingen sie sich weiter. Und so nun, endlich haben sie mal einen ewigen König, was sie sich verloren können. Aber dann, wenn wir übergehen nach Matthäus 27, Vers 33, Matthäus 27, 33. Und als sie bei Golgatha kamen, dort meint einen Schädelplatz, gaben sie am Wein zu trinken, dort mit Goldsäure taubgeriet wir. Aber als er dort schmeckt, will er dort nicht trinken. Und als sie am gekreuzigt hatten, trugen sie Laster und deilten sich seine Kleider an. Dort sich erfüllt, was durch die Propheten gesagt wird. Und dann sahen sie sich dohl und wirkten über an. Und boven über seinen Kopf schreiben sie an, womit er beschuldigt wird. Das ist Jesus, der Juden, der König. Und so hier nu hadden sie endlich einen König, aber nu wieder auch gestorben. Nu wäre sie ganz mutlos. Nu wäre ein König gestorben. Was nu? Aber dort bleibt er nicht bei. Wenn wir eben gehen Lukas 21, Vers 1 durch 6, Lukas 21, 1 durch 6, dann den ersten Tag an der Werk kamen sie in gewisse andere Frühes mit an. Tidig Samarias num Grof und brachten den Kriegerie, die sie regemerkt hatten, aber als sie handkamen, wie der Stein all von Grof wachgerollt. Dann gingen sie an, aber fangen dem Herrn Jesus den Körper nicht. Und während sie noch nicht so reich wussten, was durch verging, kamen zwei Männer und schlagwitte Kleider nur an. Als sie dann verschrocken und sich mit den Gesicht was hapiert, bauen, sehen die an. Warum seht ihr der Lebende, mangt der Gestorbene? Der ist nicht hier, der ist abgestoßen. So hier ist Jesus in der Auferstehung. So der König, der wir gestorben, aber der ist abgestoßen. Der ist nicht mangt der Tote, der ist mangt der Lebende. Und so dann ging er nach Vara und staut mangt der Menschen in Liedern. Und dann Lukas 24, Vers 50. Du sagst, er nahm an Rüt Bad Bethanien und hof seine Hänge ab und sehen ihn. Und während er ihn sehend, verschwang er von an und fuhr ab zum Himmel. Sei überbeten am Ohn. Gingen mit großer Freude träg nach Jerusalem und brachten ihre Zeit am Tempel zu und dankten und lobten Gott. So nun ist Jesus nun Himmel gefahren. Nun ist der König gestorben, frisch abgestoßen, nun in den Himmel gefahren. Aber das ist auch noch nicht das Ende von dort. Und wie wir gehen in Johannes Kapitel 14, den König seine Arbeit um die Zeit hat das vollbracht. Aber er schafft nach immer. Johannes 14, Vers 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater an meinen Namen schicken wird, der wird jünd alles lehren und jünd all dort denken helfen, was ich zu jünd gesagt habe. So er wird ein Tröster schicken, das ist der Heilige Geist. So all die, was Jesus annehmen, in Wahrheit geboren sind, der haben diesen Tröster, der haben den Heiligen Geist annimmt. Und dort wird Gott sein Plan wie, er will direkt Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir sein Heiligen Geist an uns wohnen würden. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 1, durch können wir sehen, wo dort vollbracht wird. Hier sieht Jesus, er wird den schicken. Und in Apostelgeschichte, dort ist, wo ab Pfingsten dann der Heilige Geist raufkommt. Apostelgeschichte 2, Vers 1 sagt,
als der Pfingstdag dann kam, wären sie alle auf eine Stelle taub. Und plötzlich hielten sie, so als ein Sturm, ein rügendes Geluid von Himmel, so dass ein ganzes Haus zu hören war, wo sie saßen. Dann sahen sie mit einmal Zungen aus Feuer, und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie wurden alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an andere Sprachen zu reden, nur aus der Geist an dort mählich mög. Du wohnten dann in Jerusalem Juden, Gottesfürchtige Männer von allen Ländern unter den Himmel. Als sie dort gelüht hielten, kamen ein großer Teil verwilligt taub, weil sie hielten, dass sie an jederen in seine Sprache reden. So das hier dort verfällt, was Jesus in den Himmel vorsieht. Er wohnt in Treisterschak, in den Heiligen Geist. Und hier ist dort verfällt. Und dort ist für uns von der auch, dass den Heiligen Geist, alle, was sich Jesus annehmen und Wahrheit sind, die kriegen den Heiligen Geist. Aber dort ist es noch nicht fertig getan. Hebräer 1, Vers 1. Gott, der an vorher Tiden wirken und auf viele verschiedene Wege durch die Propheten zu uns Vorder geredet hat nu in dieser letzten Tag durch seinen Sehen zu uns geredet. Er hat am dazu bestimmt, alles zu offen. Durch den Sehen hat Gott auch die Welt gemerkt. Der Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem er an seinen Ort und wies auch genau lenkt, durch seine Kraft, Wut dracht und gehält er alles, was du hast. Er hat uns von den Sinnen gereinigt und sich dann bei der rechten Hand von den Majestät am Himmel gesagt. So ist er viel höher zu Stunden gekommen als der Engel, so viel höher als sie Numen, dann er geerben hat, höher als er. Er sitzt nu an der rechten Seite beim Vater und steht an für uns. So er hat uns den Heiligen Geist geschickt, und nu sitzt er noch an der rechten Seite beim himmlischen Vater und steht an für uns. Einmal, wenn wir beten, wir wissen nicht mal, was wir beten sollen. Aber dort hat er dann alle Kraft übersaten für Gott und sagt, Gott kriegt, was wir meinen. Er steht an für uns. Uns kann nicht lebt, der ist nicht tot. Und an Hebräer 4, Vers 14, willst wie Jesus Gott seinen Sehen als hohen Priester haben, der durch den ganzen Himmel gegangen ist, weil wir an unseren Bekenntnis festhalten. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns Schwachheiten mitfeilen kann, aber einer, der an alles Kraft so versorgt worden ist, als wir sind, aber ohne zu sündigen. Du werden, weil wir voll Vertrauen von Genoden trauen gehen, dort wir Mitleid kriegen und Genut fingen zu der rechten Zeit, wenn uns der Halb nötig fehlen wird. Hier können wir immer nur Gott gehen. Jesus ist an der rechten Seite und was immer uns fehlt. Und er als nächstes der Priester, wir im Alten Testament, wird nicht können mitfallen. Er ist alles durchgegangen, was wir sind durchgegangen. Und er steht an für uns. Kriegt zu der rechten Zeit, was uns fehlt. Und in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 5, der saß. Und von Jesus Christus, der an sein Zeichnis treu ist, er ist der Erstgeborene von der Todes, der war, wer der König auf der Erde regiert, der uns Gott wir und uns mit seinen eigenen Blut von unseren Sünden gewaschen hat. Und uns zu König und Priester gemerkt hat. Gott sein Vater zu deinen, dem traft alle Ehre und Macht und alle Ewigkeit. Amen. So das ist uns König. Aber das ist auch noch nicht Eva. Der wird noch nicht satt und erreichte Seed. Offenbarung 21, Vers 1 der 4. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Weil der erste Himmel und der erste Erde verschwungen und du hast auch kein mehr. Dann sah ich Johannes, der Heilige Stadt, dort neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel raufkommen, als eine ausgeströmte Brut.
Reid verehren Mond. En ik hield eine luide stem van Himmel zeggen, kijk eenmaal, nu is zijn woning mank mensen, en hij wordt met amtoop wonen, en zij worden zijn volk zijn, en God zelfs wordt met aan zijn, en God zijn. En God wordt aan alle tronen van de eeuwen waschen, door wat geen dood oder trü oder heelen oder weiter meer zijn, wat wordt verheer weer als verschwungen. En zo dat is wat ik wil met zijn, dat we worden te zijn krijgen van jou, wat God gedaan heeft voor ons. Wat God ons van geraad heeft. De Israëlieten die gingen veel zware tijden durch. Aber sie dreht sich immer frisch weg von Gott. Wenn leider keine starf, dann verleiten sie Gott und dann den Götter. Und ich denke, wir können von der, wo ist das mit uns Menschen von der, wo wir können drehen wir uns weg, wenn alles gut geht, dann drehen wir uns weg und wenn es schneidig fehlt, dann schreien wir nur Gott. Aber wir sollen in Gemeinschaft haben mit Gott. Und wir haben ihn keinig gelebt. Wir haben ihn lebendig keinig. Wir haben keine Ursache, dass wir keine vergeben uns keinig als Tod. Und so Jesus in der Arbeit, haben wir geboren von einer jungen Frau, und dann starb er Kreuz, und dann war er begraben, und dann stand er ab, und dann fuhr er in den Himmel, schickt uns den Heiligen Geist. En dan wordt hij waargekomen voor ons. En dat is de volle arbeid van Jezus. En dat al die wat aan hem aangenomen, die kan dan eeuwig met hem im Himmel zijn. En zo dat is wat ik me had gemerkt van jou met je deel. En zo, het is niet zeer lang, maar dat is wat God had op mijn hart gelegd van jou. En zo werden we nog zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du hast uns gerade von Sklaverien und du hast uns uit Sinnen gerade. Und einmal glauben wir, das ist zu laut für Menschen. Aber Christus, Lazarus, haben wir all Feier der Tod, das stunk all. Aber du kamst und du brachst Leben. Wir glauben vielleicht an Menschen, die wir abgeben, wenn dort stinkt, die sind all zu lang tot. Aber du hast Ruht durch Jesus Christus. Und Vater, wir beten von dir morgens, dass du uns Mut geben und dass wir weiten, dass wir haben in ewigen König, was du lebst, was du für immer lebst. Und er ist gestorben, dass wir auch das ewige Leben haben. Und mein Wunsch und Gebet ist, dass von dir, dass hier wird keiner weggehen, wird noch nicht das ewige Leben haben. Aber dass die alle würden kommen und dass nochmal reit sein, wenn die wird kommen für seine Brüder holen. Dann er wird zurückkommen. Dass das alle verfällt, er hat uns den Heiligen Geist geschickt und das nächste ist sein Wiederkommen. Und wir können sein, dass Gott sein Wort ist treu, was du geprophezeit hast, dass das alle durchkommen. Und dass alle durchkommen, aber hier, dass er uns sein Geist geschickt hat und wohnt an uns. Und das nächste ist sein Wiederkommen, wer wir bereit sein. Das ist mein Gebet und ich bete, dass du warst in jeder einen hier von den Samarians zu denen geredet haben. Dankeschön. In Jesus' Namen. Amen.